Es geht weiter, stets heiter bei Zelda Tears of the Kingdom und in der letzten Folge angekündigt, will ich jetzt zunächst einmal, bevor wir uns auf den Weg zum letzten Tour machen, will ich mir direkt zu Beginn noch eine Drachenträne holen. Und ich dachte mir, wir gehen direkt zu der, die eigentlich am nächsten von allem liegt. Und zwar müsste es die hier sein, direkt bei, wie hieß der Tour? Warte mal. Sahasra-Hügel, okay. Weil eigentlich müsste direkt hier unten wieder so eine Glyphe sein. Oder, naja, wie auch immer. Jetzt kann Eintritt noch Miasmalor. Hat sicher irgendwo hier noch ein Schrein. Den gucken wir uns schon mal später an. Hui! So, welche Richtung? Da sehe ich hier unten, hier oben sogar schon. Hier unten würde ich gerade sagen. Da ist ja. Ist es das sogar? Das sieht aber irgendwie ein bisschen übel aus, wa? Was soll das für ein Viech sein? Hä? Das ist sogar der Pferdestall. Oh, waren wir auch schon. Okay. Komm, was? Also kann ich die Markierung mal wegnehmen. Wie viele haben wir? Wir haben da eine Träne, da in der Mitte eine. Da hinten im Schwanz noch eine, okay. Wir haben ja viele. Welche ist hier bloß die richtige? Und wir haben Monster, das sieht schon mal gut aus. Oh. Dass er uns nicht gesehen hat vorhin. Aber es hat auch viele Monster hier. Seltsam. Jetzt steigen wir mal nach oben, weil irgendwie sind wir gerade falsch, glaube ich. Achso, stimmt, kann ich laufen währenddessen. Ne? So ein fettes Monsterlager, lecco mio. Ja, wobei, alles sind rote Gegner. So, sieht irgendeine dieser Träne anders aus als die anderen, wäre jetzt die Frage. Aber ich bin weit, genug weit oben. Ich bin schon nächste runter. Ich guck mal hier. Ah, jetzt regnet es jetzt eh wieder kaum was. Im Real Life liebe Regen. Hier ist ein bisschen störend. Da, nee, da ist auch nichts. Im Wald, ja warum nicht, hä? Gut versteckt. Von ganzen Monstern. Hier vielleicht? Tatsächlich. Tja, Schwein muss man haben, Freunde. Hyrule soll mir allein gehören.
viele! Unzählig viele! Moldoras sind Einzelgänger. Was geschieht hier? Die Moldoras auf einen Schlag ausgelöscht. Was war das denn? Ein offener Angriff ist also sinnlos. Ein Mysterienstein der Sonau. Faszinierend. Ja, leck mich am Tschöpli. Ganondorf. Okay, heißt es war jetzt also die erste Erinnerung, der Angriff der Gerudo, genau, die erste. Die Reihenfolge steht immer noch krass. Die erste Erinnerung, die eigentlich wirklich mit den mit Ganondorf zu. Hier steht sogar. In der Hoffnung, Hyrule zu erobern, greift der König der Gerudo Ganondorf mit einer Gruppe Moldoras das Schloss an. Was ein Schloss? Ich habe kein Schloss gesehen. Das war irgendwie, keine Ahnung, was es war. Eine Burg oder so, aber kein Schloss. Als Rauro alle mit nur einem einzigen Angriff besiegt, bemerkt Ganondorf den Mysterienstein der Sona und Rauros rechte Hand. Was denn der für Augen, dass der auf die Entfernung das gesehen hat? Und unheilvolles Lächeln schon aus seinem Gesicht. Ja, dann kennen wir die Tragödie. Lustig fand ich, Sonja, ihre Kräfte aktiviert. Die Szene kam ja aus dem Trailer, auch den Angriff auf die Moldora. Nur dachte man, das wäre Sonja selbst gewesen, aber jetzt dachte man ja auch, so ein krasser Angriff, das könnte vielleicht die Göttin Hylia sein. Ja, an uns die Entwickler schön in die Irre geführt. Aber cool fand ich, Sonja, so konzentriert ihre Kraft, erscheint eine Aura um sie herum, dann kommt Zelda einfach mal mit der viel mächtigeren Aura, nur um zu zeigen, hey, ich gebiete übrigens über Licht und Zeit. Wobei, Zeit ist nur ein Mysterienstein. Aber warte mal, ist nicht irgendwie ein Ungleichgewicht der Kräfte? Weil jetzt haben wir irgendwie zweimal einen Mysterienstein der Zeit hier. Einmal bei Sonja, einmal bei Zelda. Und übrigens, Raus drittes Auge hat es noch geöffnet, ja? Haben wir auch gesehen. Also er hat einen auf Tenshin angemacht. Also ich muss zugeben, der Drang ist groß, jetzt zum nächsten zu fliegen. Und direkt alle abzugrasen. Vor allem, wenn so wenig Ganondorf-Erinnerung hatten. Wobei, es war der Angriff der Gerudo, also ich weiß nicht, irgendwie, ich fände es irgendwie geil, wenn es ähnlich wie bei Ocarina of Time wäre, dass sich Ganondorf quasi beim König vorstellt, so wegen, oh übrigens, ich bin euer neuer Vasall und so. Aber hey, hier, König der Gerudo, Ganondorf, He's back, baby, he's back. Ach, deswegen, das soll ja Moldora darstellen. Ach so, jetzt verstehe ich. Also hier wissen wir, hier ist ja, also das Sonau, diese Geoglyphe hier unten, das muss Ganondorf sein. Also ich meine, die Erinnerung wird vielleicht so eine Vorstellung bei Rauru, sein Treffen mit Zelda sein, irgendwie sowas. Das hier oben hatte auch Züge von Ganondorf, aber mit Hörnern, die wir aus der ersten Folge tief in den Tiefen vom Schloss Hyrule gesehen haben. Also nehme ich an, dass das hier eine der letzten Szenen sein wird, wo er zum Dämonenkönig wird. Das heißt, die beiden Erinnerungen würde ich gerne eher später holen. Das ist für eine andere Folge wie die hier zum Beispiel oder eben noch andere. Und ja, ich meine, ihr könnt natürlich mehr in einer Folge zusammenklatschen. Gerade wenn es um Ganondorf geht, sogar mal so eine üble Idee. Aber, ja. Sag's mal so, wäre es normal, würde es privat spielen, so würde es sofort so machen oder auch im Stream.
wenn es ein richtiger Livestream wäre, das aber als Let's Play auf YouTube erscheint und ich gerne auch jedes Mal ein gutes Thumbnail hätte pro Folge. Und die vermutlich doch eher mülllos aufteilen. Aber wir haben ja schon viele, hä? Geoglyphen. Also insofern, wir können sogar noch mal ganz kurz gucken. Gemäß Tagebuch, dass ja auch eine Quest ist, sogar eine Hauptquest. Es gibt noch 5 Geoglyphen zu entdecken, genau. So, ich liege natürlich jetzt total falsch wieder rum. Ich muss darüber. Oder? Ah doch, stimmt. Was ist denn das da für eine fette Himmelsinsel? Wobei, so fett ist sie gar nicht. Und tun sie auch noch in etwas? Mit einer krassen Rampe aus. Oh Gott, ey. Ja, wir noch viel Spaß damit haben. Aber hier ist gut, hey, da kann ich richtig schön drüber segeln, das passt. Wieder so ein Katapultmechanismus, wa? Oder? Nee, aber von einem Monster. Oder? Ah nee, da ist das Kataklysmus-Dingsbums. So. Kataklysmus. Katapult natürlich, Entschuldigung. Ein Spender heißt, wir müssten hier auch einen Schrein haben. Oder zumindest einen Teleportationspunkt, weil es das eigentlich immer gab. Wo haben wir es da? 83 schon. Alter, sind das all die ich irgendwie noch in Dingern gesammelt habe? Diesen seltsamen Überlebensschrein. Aber eine Erinnerung an Ganondorf, ey, komme gar nicht klar. Steh auf, Männchen. Ah, den, dort haben wir auch schon gesehen, genau. Ich mich gewundert habe, hey, wieso gibt's sowas? Ach, das ist der. Okay. Ja, macht Sinn. Irgendwie, in verrückter Art und Weise. Aber natürlich, wenn ich da hoch will, dann brauche ich den hier. Weil da bringt es mir gar nichts. Oh, da hoch wäre noch eine Variante. Toolensfähigkeit ist schon cool. Nachher ist halt echt die Frage, wie gehen wir nachher weiter? Eigentlich wollte ich ursprünglich auch mal wegen Holm gucken. Mit der Monsterwehr haben wir irgendwie nie gesehen, war? Irgendwie südlich Highwoods und so irgendwie hier unten. Ne? Da war ja nie. Na egal. Gehen wir schon noch hin oder eben zu den Gerudos oder erstmal. Ich bin sogar am Überlegen, was zuerst im Untergrund soll. Oder erstmal, vielleicht auf der nächsten Folge, das ein bisschen Gelb farben. Für unser Haus. Ah ja, ich sehe schon. Ja, hier wieder ein Schrein, aber wieder irgendwie so ein scheiß Ding. Der Kristall ist weg. Westnekluder, Himmel. Dann so ein Gerudo. Ah, ich habe noch so viele Punkte, hey. Untergrund wäre schon was. Ein paar Folgen im Untergrund verbringen. Nur das alle Schreine zu connecten mit irgendwelchen Lichtwurzeln. Also es stehen uns so viele Lichter, die Finsternis bannen sollen. Ja, nee, ist klar, wir kriegen den... Blutmond heute. Okay, also ich muss da rüber. Schön, wie komme ich denn mit dem Teil hier wieder rüber? Spiel. Aber wieso mache ich das überhaupt? Ich wollte eigentlich zum Ding. Zum Turm. Naja. Och, ein Krog ist hier oben, natürlich.
Die kleinen Crocs. Wie war das? Ich glaube 12 Stück brauchen wir für das nächste Upgrade der Waffentasche. Unglaublich, ey. Warum nur so ein Abzocker? Ja, Blutmond. Alter, ist der groß hier oben. Lecco mio. Gut, hier oben stört mich weniger. Aber noch nie irgendwelche Monster hier oben gesehen, wa? Bloß immer halt die standardmäßigen Konstrukte. Aber ob es irgendwie stärker als Gamma gibt? Ups, Entschuldigung, war zu früh. Also stärkere Konstrukte eben so Alpha, Beta, Gamma hatten wir alles schon. Gibt es denn ja noch Delta? Das wird schwierig. Okay, komm doch so. Alter, da schon müsst ihr irgendwie was ganz Creepiges auffahren. Und hier. Ah. Okay, ich sehe es. Könnte ich ja nochmal weiter nach oben aufsteigen? Ja, aber will ich das? Hä? Nee. So. Gleich ist Blutmond-Time. Vielleicht erfahren wir in einer der nächsten Erinnerungen auch, was überhaupt mit dem auf sich hat. Also muss ja von Gandalf herkommen, ne? Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Dann überbringe ich die Szene. Ja, sorry, aber gehen wir jetzt schon zu Genüge. So, haben wir irgendwie die Feuerfrutte bekommen? Glaub schon, war bin mir ganz sicher. Nee, offenbar nicht. Okidoki, dann holen wir uns doch den Schrein direkt mal. Jo, kann klappen. Der ist natürlich auch, wie uns das Ding direkt zeigt, wo wir eigentlich hinfliegen müssen. Dann brauche ich den. Dritten habe ich nicht, wahr? Okay. Also wichtig. Haben noch extra Batterien, die können natürlich auch direkt darauf packen, war eigentlich. Oh, die Batterien eigentlich nur in der Kombination, fällt mir auf. So, steuern, ja gut. Könnte klappen. Speichere trotzdem mal. Bin jetzt nicht so sicher, ob das sonst gut geht, aber ich hoffe mal.
Ah, die Batterie links. Okay, ziehen einfach immer zuerst von einer Batterie. Okay, gut. Also würden sie halt von meiner Batterie abziehen, ne? Sturzflug! Schon hier geblieben. Alter, wollte gerade abhauen. Puh. Das wäre jetzt doof gewesen, ey. Da bringen es Kristalls, wir gewähren dir. Ja, gewähre mir. So, bisher haben wir schon einige Erinnerungen so gehabt, auch schon einige Mysterien aufgedeckt, das Sonau, ist alles soweit cool. Das sind 2 Drachen, verstehen wir noch nicht so ganz, die Drachenköpfe. Ich meine, der eine repräsentiert vielleicht Zelda, wenn es tatsächlich so, wie wir vermuten, zum Drachen wurde. Aber der andere? Ich meine, wir haben sonst keinen seltsamen Drachen gesehen. Alter, ein massiver Schild. Das finde ich wirklich massiv. Komm, leg den Raketenschild ab. Raketen mit dabei, Sonanium-Schilde normal kriegen wir auch relativ schnell. Ein massiver Sonanium-Schild. Steigert die Energieeffizienz von befestigten Sonar-Bauteilen. Den theoretisch nochmal mit einem stabilen kombinieren, dann hätte ich ein Ultra-Stabilo-Schild. Die haben nur so einen mickrigen Schild drin. Oh, ist das süß. Ja, warum nicht, Mal ein bisschen was anderes. So, 2 Drachen. Was hatten wir? Doch, ich glaube, wir hatten noch einen grauen Drachen gesehen. Wer soll das sein? Grau kaum. Da können wir schon mal ausschließen. Egal. Wir werden schon herausfinden, was hier mit diesen 2 Drachenköpfen zu tun hat. Sonja auch nicht, weil soweit das stimmt, was wir da gesehen haben in diesen Höhlen, sah es aus, hätte Ganondorf irgendwie Sonja den Mythenstein Trissen. Der Mysterienstein, wie es offiziell heißt. So. Warte mal, wenn ich jetzt schon mal das Teil da zur Verfügung habe. Kann ich es auch direkt auch nutzen für die... den richtigen Ort, warte mal. Doch, rot stimmt, okay. Das müsste richtig sein, wa? Jo, ist richtig. Das heißt, ich bin eigentlich hier wieder. Geh schnell hier hin. Ob sie was gibt, keine Ahnung. Ich meine, ich kann das als Ding nutzen. Super, wofür eigentlich? Ob es da oben vielleicht noch irgendwas gäbe? Sieht fast so aus, wa? Ich die Option habe, und dann darüber zu segeln. Ich hätte 2 Segler. Achso, aber Segler können natürlich einen dafür verwenden eigentlich. Auch wenn ich den da raufpacke, braucht trotzdem einen Antrieb. Ja, nee, komm, ich mach's ohne Segler. Okay, der Drache sieht ein bisschen seltsam aus. Ich dachte zuerst, wäre irgendwie so ein Leunel-Drachen-Kombi, weil der Kopf sah irgendwie so aus wie der von Leunel. Dann ist noch eine Geoglyphe, das, keine Ahnung, soll das zerstörte Maßschwert darstellen. Aber wir hatten ja eigentlich schon eine Geoglyphe mit dem Master-Schwert, da wissen wir aber, das war irgendwie die letzte offenbar. Das zeitreisende Schwert. Ja, das sieht ja irgendwie eben auch so, ist eigentlich das Schwert, wie wir es vom Spielelogo her kennen. Oh, ist der Drache da vorne, ne? Ist einer zumindest.
Müsste Neidra sein eigentlich doch. Jo, ist Neidra, der blaue. Natürlich Neidra hier häufiger umschwirrt, ist natürlich praktisch, weil man könnte mir theoretisch auch mal zu Neidra vorbeigehen, Hallo sagen, eine Schuppe oder sowas abstauben. So, ernsthaft, mal so ein Dornending. Ah, okay. Was habe ich hier Schönes? Frosteter Schild, Schützling. Mhm. Ein Feuerstein. Fred-Feuerstein. Kann ich den mal nutzen? Warte mal. Ich habe meine Feuerfrucht nicht zu verschwenden. Wobei ich könnte natürlich auch wieder mal neue suchen gehen, wa? Ich glaube, das mache ich bis zur nächsten Folge sowieso mal. Ach, mein Restaurant ist. Nehmen. Was hierher fliehen? Schon der Angel steht, hä? Dass irgendwie Piraten kamen. Okay, müssen wir vielleicht mal den Angel noch befreien. Hey, kommst du aus dem Süden? Nee, komm aus dem Norden. Geht's Ihnen gut? Da auf dem Süden. Ich komme nicht mal in seine Nähe. Oh ja, die Armen. Die armen Kiddies. Pfeile. Nix als Pfeile. So, sieht's hier aus. Irgendwas. Achso, es regnet natürlich hier. Hehe. Scheiße. Gut, wobei ein bisschen komme ich rein. Ich hätte sogar eine Fackel, aber meine Waffentasche ist voll, wie üblich. Was ist denn das? Bauunternehmen Dumster, Spesenabrechnung von Halola. Muss mir klar werden, ging nicht anders. Wenn es nicht nass wird, wa? Heißt das, ich kann die Dinger hier gar nicht irgendwie entzünden? So nur mit Bombenpfeiler, wa? Bombenfarmen wäre auch so eine Idee. Es geht schon, es war jetzt nicht so schnell, wie ich es gerne hätte, wegen dem Regen, das stimmt. Na komm, habe ich noch. Ja, aber dafür reicht es nicht. Okay. Wie sieht's denn aus mit dem anderen? Warte mal nach Typ. Hey, jo, dein Typ ist gefragt. Da war sie gerade. Ich hab so viel, den braucht ich so selten, kaum. Also wie gesagt, hey, kannst du nochmal mit Bomben versuchen. Aber wir haben eh noch ein bisschen Zeit übrig, also kannst du auch so versuchen. Huch. Hä? Wieso nicht? Das ist ja gar kein Regen hier drunter. Warte mal. Wollen wir noch weiterhin unnötig Dinge verschwenden? Essen, Feuerstein, ja genau. Fred Feuerstein am ehesten. So.
Ich habe ein Feuerpfeil, aber nicht lang. Oh wei, oh wei. Gut, ich meine, ihr könnt es natürlich abdecken hier. Alles. Ich habe die Materialien dafür. Okay, ja, jetzt muss das Ding erstmal lang genug bauen. Versuchen wir mal, wa? Also ich glaube, das Spiel oder die Entwickler wollten, dass man es eigentlich so macht. Wie gesagt, wir haben gesehen, mit den Bomben geht es eigentlich auch relativ gut. Mal gucken, doch von der Breite her brauchen wir den auch noch. Aua. Dass das passieren musste, war sowas von klar. Na komm schon. Hä? Ich wollte schon sagen, das ist sicher mehr als weit genug. So. Das finde ich halt auch cool, ja? Also so merkst, okay, so muss man es machen oder so funktioniert es zumindest. Nicht direkt wieder, naja, weil es eben zu nass ist. Dass es irgendwie Probleme geben können. Warum es hier nicht funktioniert, keine Ahnung. Nur weil da die Bretter halt, naja, quasi Löcher drin haben. Die sind schwierig irgendwie. Aber egal. So, Freunde. Der letzte Turm. Endlich. Mit Folge 55 des Let's Plays haben wir endlich mal alle Türme erreicht, befreit, wie auch immer. Und somit auch gleich alles kartografiert. Zumindest die Oberfläche. Der Untergrund ist immer ein anderes Thema. Oberfläche plus Himmelsinseln, hä? Wir wären damit eigentlich ready, um alles zu erforschen, Abkürzungen zu finden, auch alle Schreine aufzudecken. Also, oder zumindest immer viele. Da haben wir noch ein Krockfeld gesehen, aber egal. Ist nun komplett. Und ja, da unten ist doch irgendwie nochmal so ein komischer Schrein. Geoglyph, Entschuldigung. Was denn eigentlich eher so ein Dolch da drüben in Räder sein soll. Also irgendwie so ein zerbrochenes Masterschwert. Was da? Nee, wo war's? Da. Wir haben noch fette Himmelsinseln, wobei irgendwo müssen auch mal unsere ursprünglichen Himmelsinseln sein. Also hier in der Mitte, okay, Entschuldigung. Nix gesagt. So, Schwer nach einem Dolch aus, war es nach einem Masterschwert? Das Angel steht, ja, das heißt, da müssen wir mal hin. Die Piraten vertreiben, oh je. Klingt nach sehr viel Spaß.
Ah, da ist er. Ich wollte gerade sagen, wir wundern uns gerade, dass hier keinen Schrein hat. Was ist denn das? Ah ja. Nichts, mit anderen Worten, nichts. Okay. Leute, alles klar. Das Dorf! Oh, Entschuldigung. Das Dorf wurde in Schutt und Asche gelegt. Bei vielen Monster kommen wir nicht näher ran. Landa, der ist auch vom Dumpster-Bauunternehmen. Sag mal, du bist doch nicht etwa auf dem Weg nach Angelstedt dort unten, oder? Falls doch, und falls dein Leben lieb ist, sollst du besser einen großen Bogen um diesen Ort machen. Lambda, du kennst uns doch. Da wurde vom Monstern überrannt. Axt im Palm. Hätte er vielleicht was im nächsten Part Angelstedt befreien? Oder versuchen zumindest. Und dann wieder aufbauen, wenn nur die Monster fort wären. Mag tiefer werden? Dass die Piraten auf einem Schiff einhersegeln. Ein Dorf voller Monster. Ich weiß ja nicht, sind das viele? Und starke? Das sieht fast ein bisschen verlassen aus, das Schiff. Oh, ja, das ist ein Schwarzer. Okay. Also nichts gegen, ihr wisst schon. Aber das ist ein schwarzer Bossmonster, okay. Dorf voller Monster. Die Frage ist dann, irgendwo anschleichen. Wird wohl das Beste sein. Das sind alles, sind alles stärkere Kaliber. Da werde ich wohl die starken Waffen ziehen müssen. Das sind blau, oder von den Farben her blau und schwarz. Gar keine rote. Oh je, oh je. Da brennt der Brunnen. Wieso brennt der Brunnen? Verstehe ich nicht. Okay. Aber ich glaube, da ist etwas für die nächste Folge, Freunde, dass wir uns darum kümmern. Ich überlege sogar, ob man vielleicht nochmal... Ist da ein Monster? Ah, nee. Schatten irgendwie, dachte gerade, hey, wegen so einem Moblin oder so. Und nochmal zurückgehen sollen na, sag schnell. Dann uns zuerst überlegen, nochmal zum Spähposten. Nochmal einen Herzcontainer zu holen. Oh nee, Überlebensding schon wieder. Wie viel denn eigentlich noch? Eine Fresse. Ja, und nochmal zum Ding zurück sollen. Wäre eine Idee. Nochmal ein Herz zu holen. Scheinen jetzt nicht so starke Dinger zu sein, wobei im Fluss super. Wie kommt der hoch? Ah, ich sehe schon. Elektropfeile, ernsthaft jetzt? So, von Anfang nicht schwächen, wie geht's weiter? So schon mal nicht, obwohl ich hier eigentlich gut geschützt wäre. Elektrofrüchte habe ich auch, okay. Material nur das, ich habe nichts von dem Ding gespawnt bekommen. Schade eigentlich doch.
Macht aber irgendwie Spaß, die mir so zu holen. Okay, Bomben. Habe ich natürlich auch zu spät gesehen. Was aber cool ist, warte mal. Huch! Da haben wir komplett übersehen. Also, das war schon down, okay. Hat aber irgendwie Spaß, muss ich zugeben. Ist gar nicht mal so schlecht, die Platz zu machen. So, einer ist noch da, um den kümmern wir uns jetzt schnell noch. Kann ich irgendwie die auch, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ups. Okay. Ob das was bringt, keine Ahnung. Der Typ ist ja da, aber. Der hört mir von hier oben? Ja, und das war's. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum, können die nicht schwimmen. Wieso haben die das nie gelehrt, weil sie schwimmen können? Oder könnten? Da hat doch ein Gamma-Horn, kann ich das Ding noch aufnehmen oder geht das nicht mehr? Nee. Die Dinge sind alle wieder weg, war? Schade irgendwie. Ah. Naja, hat trotzdem Spaß gemacht. Die habe ich gar nicht gesehen, die Kugel hier oben. Ups. Ein Schild dran, war? Wer weiß, ob man es mal braucht. Wer weiß, er weiß. Also haben wir hier aber damit auch noch Beta-Elite-Klinge. Gamma-Krieger-Klinge, Elite-Krieger. Ist das ein Zweihänder? Nee, wa? Das Teil geht eh kaputt, von dem her. Ne, ist ein Einhänder, okay. Aber gefällt mir eh, weil ich bin eh mehr der Einhänder-Typ. Halt trotzdem den, weil ein paar Mal gebraucht, der wird eh bald kaputt gehen. So. Ein starkes Breitschwert, hä? Da ist, glaube ich, auch ein Zweihänder, genau. Genau wie der war für was anderes gedacht eigentlich. Ich kann den eigentlich auch wieder aufspannen lassen in Tabula Rasa, weil dann kriegen wir das Teil wieder zurück. Den Bernstein selbst wäre nicht so schlecht. So. Gut. Wie gesagt, wir haben jetzt hier in Angeln steht ein Schrein. Das heißt, wir uns echt überlegen, oder ich überlege mir oft mal,
ob ich in der nächsten Folge hin will. Ansonsten, wie gesagt, dass ich offscreen halt ein bisschen gucke jetzt mit Materialien. Also auf alte Inseln zurückgehe, um Feuerfrüchte zu farmen. Auch noch Segenslicht dir Ding schenken. Genau, Feuerfrüchte, Eisfrüchte, so Dinge, vielleicht ein paar Bomben in alte Orte zurückkehren. Versuch's mal so. Und dann vielleicht nächste Folge tatsächlich hier Angelstädte zurückerobern und versuchen, plus Geoglyphen. Obwohl, ich habe gerade gesehen, wir haben 7 Schreine wieder. Wa? Also es wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich vielleicht nochmal einen Schrein machen würde. Nächste Folge direkt. Dann zurückgehe zum Spähposten, um halt 2 Herzcontainer da zu generieren, wenn wir dann 8 Stück haben. Von den Teilen könnt ihr natürlich auch mal hier hoch, nach Schloss Hyrule, und den aktivieren. Auch eine Idee. Auf alle Fälle 2 Herzcontainer holen, dann zu einem Stall gehen, irgendwo, wo es einen hat. 50 Rubine ausgeben, wir dann auch mal ein bisschen pennen können. Für extra Herzen auch und extra Ausdauer. Geld brauchen wir sowieso noch viele. Allein schon für unser Traumhaus muss auch noch ein bisschen farmen, also sprich irgendwie so Materialien farmen, damit wir das noch verkaufen können. Amiibos einzigen, das Problem bei Amiibos aktuell ist halt noch, die bringen nicht so viel, nicht wie davon ja eigentlich vor allem die Rüstungen haben und die Offscreen zu machen, wäre irgendwie doof. Naja, wir werden sehen. Wenn ihr auch seid, danke fürs Zusehen, Freunde, und hoffe, bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Karte aufgedeckt, alles Paletti. Auch der Himmel soweit. Wie wir weitermachen, das sehen wir dann. Bis dahin, bye bye.